Spätestens um 9 müssen wir im Kindergarten sein. Um 7 geht der Wecker und ich schlaf gleich wieder ein. Ich wache auf, mich trifft der Schlag, es ist schon 8:03 Uhr. Ich renn sofort ins Kinderzimmer rüber und ich schrei: Dalli, Dalli, gemma, aus dem Bett. Die Mädels sind total verstört und weinen im Duett. Wir müssen dringend weg und beide sind noch im Pyjama. Sie brauchen was zum Anziehen, das ist schon das nächste Drama. Ich finde für die Großen nirgends sauberes Gewand. Ich nehme was aus der Wäsche, das ist feucht und voller Sand. Ich beut das aus und zieh sie an, sie wehrt sich wild und schreit: Ich will nur Hello Kitty und mein Prinzessenkleid. Ich hasse Hello Kitty, also kriegt sie die Prinzessin. Mein Mann liegt noch im Bett, ich reiß den Vorhang auf und steh hin. Ich wickel schnell die Kleine, denn sie hat Lulu gemacht. Mein Gatte schnarcht, ich bin im Stress und es ist 7:50. Zum Waschen, Kämmen, Zähne putzen geht es ab ins Bad. Ich hab mir grad mit einer Creme den Darm baden hart. Die Große schreit: Gaxi, wie sie sich die Zähne putzt. Sie hat statt ihrer Blende die Enthaarungsgel benutzt. Ich ruf sofort den Notarzt an und frag, wird sie sterben? Er sagte nein, nur Schweigen wird sie und sich grün verfärben. Ich rüttel sie und schüttel sie, sie wirkt total gesund. Ich merke nur, sie fällt nach vollen Eiern aus dem Mund. 8:30 ist schon, wir müssen gehen, da rieche ich AA. Die Kleine braucht eine Windel, aber keine ist mehr da. Ich bastel was aus Küchenrollen und schrei, wir müssen gehen. Wo ist denn jetzt die Große? Sie ist nirgendwo zu sehen. Ich such sie, aber weg ist sie, ich bin vom Schlag gerührt. Ist sie verschwunden, abgeboscht, vom Prikobil entführt. Da hör ich Mama, Gott sei Dank, sie ist im Haus. Am Klo hat sie sich eingesperrt und kommt nicht mehr heraus. Von außen geht die Tür nicht auf, der Schlüsseldienst muss her. Ich rufe ihn an, er sagt, er kommt, da küsst mich plötzlich wer. Es ist mein Mann und fragt, kann ich dir helfen? Ich öfters nach. Wenn der sich jetzt noch einmischt, sitzt man bis zum Abend da. Die Mutter weint, ich bleib bei ihr, sie kann ja nichts dafür. Ich schieb ihr Gummibärlis durch den Spalt unter der Tür. Da höre ich aus der Küche, wie es raschelt und es kracht. Vermutlich hat die Kleine alle Kasteln aufgemacht. Um 9:30 Uhr endlich ist der Schlüsseldienst soweit. Für 150 € wird mein Schatzelein befreit. Sich dafür zu bedanken, kommt ihr gar nicht in den Sinn. Sie watschelt in ihr Zimmer und es haut sie furchtbar hin. Ich rufe selber Schuld und renn zur Kleinen in die Küche. Dort gingen 20 Eier auf den Boden in den Brüche. 2 Packungen mit Semmelbröseln hat sie ausgepackt. Sie ist komplett paniert und wie man riecht, hat sie gekackt. 10:10 ist endlich alles sauber auf die Kleine. Jetzt fehlt noch die Prinzessin, noch was auf der mach ich Beine. Ich dreh auf eine Puppe, die liegt deppert und dumm. Sie räuchert, hat mich lieb, ich bin sie wieder, sie wird stumm. Die Puppenmama sitzt in ihrem Zimmer ganz verträumt und hat um sich herum das ganze Klumpern ausgeräumt. Du räumst sofort dein Spielzeug auf, befehl ich, und zur Manu sag ich zähl bis 3 und dann... Was ist dann? Keine Ahnung. Ich zähl bis 3 und nichts passiert, sie schaut mich nur groß an. Ich kreische, gut, dann mach's halt ich, da kommt dann schon mein Mann. Ich packe ihn und heule, dass es so nicht weitergeht. Es nimmt mich keiner ernst, für wir sind eh schon viel zu spät. Da sagt mein Mann, beruhig dich doch, was ist, was redest du? Heute ist doch Feiertag, da hat der Kindergarten zu.